Ja, manchmal ist es einfach Zeit, dass man die grossen Ereignisse vor einer Woche, wie zum Beispiel Bankenprotest oder was haben wir noch gehabt? Wir haben natürlich den Gaddafi gehabt, den letzten Tag, dass man einfach all das natürlich noch einmal in geschichtlich richtigen Kontext einordnet. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Comedian Fabian Unterreger. Immer am Freitag live im Studio. Wir fangen an mit der Top-Meldung der Woche. Der frühere libysch Machthaber Muammar Gaddafi, der ist tot. Das Gesprächsthema rund um den Globus, natürlich auch in Schweizer Politkreisen. Die Bundesrätin Doris Leuthard. Ich habe auch zuerst ganz große Augen gemacht, als ich es gelesen habe. Der Christoph Blocher dazu. Oh, Gaddafi. Überall Gaddafi. Wissen Sie, wer man auch wieder gefunden hat? Unser Geissbock, der Pfottel. Und wissen Sie, wo man den Gaddafi gefunden hat? Im Stall vom Pfottel. Aber ihr linken Journalisten tut das natürlich vom Souverän verheimlichen. Dafür interessiert es die Linksintellektuellen wie der Professor Jean Ziegler. Der Halon Gaddafi ist am Ende. Aber der Skandal geht weiter. Die gierige Bourgeoisie ist noch gern da. Ihr müsst wissen, Herr Toriani, alle 2 Monate stirbt irgendwo auf dem Planet ein Diktator. Alle 100 Jahre wird im Élysée-Palast ein Kind geboren. Und alle 2 Minuten hau ich eine Luft. Was mich zum nächsten Thema überbringt, der französische Präsident Nicolas Sarkozy und seine Frau Carla Bruni, die sind ja Eltern von einem gemeinsamen Kind geworden. Das bringt der Schweizer Komiker Piet Schweber in gute Stimmung. Na, ich bringe doch gerade mal ein Liedli, das Kindli. Kuckuseli, kuckuseli, Oder ist doch schön, ein kleines Mädchen, der Wellisee, ein kleiner Mann, das jetzt schon. Reden wir von den Wahlen am nächsten Wochenende. Wie wählen Schweizer Prominente? Wie wählt zum Beispiel der Roger Federer? Oder, ich meine, ist keine Frage, oder? Wenn es so gut ist, wie ich im Wählen, oder? Dann ist klar, ich wähle natürlich Gras, oder? Sicher kein Sand, oder? Dort verliere ich ja immer. Oder? Zum nächsten Roger, wie der Weltwochenchef Roger Köppel wählt, dürfte nicht ein allzu grosses Geheimnis sein. Von Wahlkampf im eigentlichen Sinn kann keine Rede sein. Der Gewinner ist schon heute klar. Um was geht's? Ich werde am Sonntag die Weltwoche in die Turnen legen. Die wissen ja dann, wer gemeint ist. Und was wählen Politiker selber? Setzen die auf junge, frische Gesichter wie einen Bastien Giraud oder auf ältere Herren, wie schon gehört, Christoph Blocher? Der Präventivmediziner Felix Gutzwiller ist noch ein bisschen am Hadern. Ja, ich bin hin und her gerissen und eigentlich bin ich auch schuld, dass so alte Menschen wie der Christoph Blocher noch topfit sind und nicht wie vor 100 Jahren weg vom Fenster. Darum sollte man am Sonntag symbolisch den Christoph Blocher in die Turnen legen, dort wo er schon längst wäre, wenn es nicht so schlaue Präventivmediziner wie mich gäbe. Wir unterbrechen an dieser Stelle für eine kurze Wetterwahlprognose mit dem Wettermacher Thomas Bucheli. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wahlprognose für das Wochenende. Im Westen erwartet uns eine rot-gelbe Wolke mit einem Sonnenli wie gewohnt in dieser Saison. In der Deutschschweiz macht sich viel heisse Luft breit, vor allem in den ländlichen Gebieten. Alles, was blau ist, wird am Wochenende verschwinden. Und zum Schluss noch Sport und die Frage, gehen auch Fußballer wählen, IB-Trainer Christian Gross? Das ist natürlich eine gute Frage. Steilpass. Da ich jetzt in Bern wohne, werde ich mein Wahlkuvert direkt im Bundeshausbriefkasten reinflanken. Beim Vorbeijoggen. So kommt dann sicher, sicher zum einen oder anderen Wechsel. Sagen, gute Ausgangslage, tolle Sache. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Comedian Fabian Unterreger.